Ich zeige Ihnen hier, dass die 1x1 Uhr, bei jedem 1x1 ist es eine andere Form. Sie haben hier die Ziffern einer Uhr und wir haben hier jetzt mal die Multiplikation mit der 1. 1x1 ist 1, 1x2 ist 2, 3x2 ist 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir müssen nur beachten, dass bei der 1x1 Uhr nur die letzte Zahl angezeigt wird. Hier müssen wir vorstellen, das ist 10. Wir müssen immer den nächsten Zehner vornehmen. Bei der 2 ist das selber. 1x2 ist 2. Dann 1, 2, einmal 2 mehr. 4, 6, 8, 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay? Also immer die letzte Zahl wird angezeigt. Bei der 3 ist es auch so. Einmal 3 ist 3, dann 3 weiter. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30. Mit der 4 ist es auch mal einmal 4, dann 1, 2, 3, 4. Also geht die 4 zu 8. Das ist dann 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 und 40. An der 5 ist es einfach, geht nur noch von 0 auf 5 und von 5 auf 0 zurück. Dann der Nummer 6, also einmal 6 ist 6, dann sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, deshalb geht der Strahl, die Linie nach der 2. Das ist dann 12, also 2 mal 6 ist 12, 3 mal 6 ist 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Mit der 7 haben wir immer 7 weiter im Uhrzeigersinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deshalb geht die Zahl nach dort. Dann so geht es immer weiter. Einmal 7 ist 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Dann mit der 8 auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deshalb geht es jedes Mal so, ist diese Form so. 8, einmal 8 ist 8, 2 mal 8 ist 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 und 80. Mit der 9 auch gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also immer nur einen weiter. So ähnlich wie diese hier, wie die 1x1. Also 1 mal 9 ist 9. 2 mal 9 ist, nur das geht den umgekehrten Weg, ist 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Das ist die 1x1 Uhr mit den verschiedenen Zeichnungen.